Grüße zurück zum letzten Infovideo zum Thema Kanalumbau. Der Kanalumbau ist in der Theorie fertig und 2025, da werde ich dir jetzt in diesem Video einiges erzählen. Wenn du den Kanal schon länger verfolgst, wird es dich vielleicht interessieren. Wenn du durch Pur und Zufall auf diesen Kanal gekommen bist, grüße dich aus der Steiermark. Was es mit dem Lied im Intro auf sich hat, erfährst du zum Schluss. Genau. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es ist nun der 19.12. um 16:36 Uhr. Ich bemühe mich, dieses Video noch heute hochzubekommen. Ich habe jetzt erst angefangen mit den Gedanken, die ich fürs kommende Jahr und dieses Infovideo habe, gerade einzureden. Und relativ zeitnah, da ich heute meine letzte Frühschicht hatte und am 7. Jänner erst wieder zum Arbeiten anfange, Nachmittagsschicht. Genau, machen wir es kurz und schmerzlos. Ab dem 6. herum werde ich mich dann wieder hinsetzen und werde euch über den Community-Tab Bescheid geben, was geschieht, hin und her. Und gestern oder so hatte ich ja schon den Sendeplan über die Weihnachten und Silvester schon in den Community-Tab gestellt, bis zum 13.01. mit Mass Effect Episode 42 zum Schluss des ganzen Malheurs. Genau. Jetzt haben wir mal das Thema abgesprochen, das Programm geht ganz normal weiter, alle 2 Tage ein Video, das bleibt, mit 2, 3 kleinen Änderungen im Programm. Genau. Die kommen, das möchte ich da jetzt zeigen, kurz und schmerzlos. Derzeit, XCOM ist derzeit ad acta gelegt. Fallout 4 und PES enden aufgrund des Kanalumbaus. Bitte nicht böse sein, Fallout 4, Fallout generell wird es mal für lange Zeit vom Kanal verschwinden. Fallout 4 habe jetzt seit Release 2015 oder so permanent im Anschlag und im PC oder auf der Konsole gespielt und derzeit brauche ich eine, ich nenne es jetzt mal ehrlich gesagt, Fallout-Pause. Die letzte war 5 Monate lang, ich weiß, aber dieses Mal wirklich. Mit Fallout 4 wird es aber irgendwann in der Zukunft weitergehen. Die Geschichte, die ich im letzten Infovideo schon erzählt habe, die möchte ich ja noch erzählen. Kurz und schmerzlos nochmal zusammengefasst. Mit den Minutemen ins Institut, das Institut vernichten. Mit den Minutemen, dafür müssen wir den Preston triggern, jener uns den Vorschlag macht, die Bruderschaft anzugreifen. Richtig. Mit den Minutemen von der Burg aus die Bruderschaft bekämpfen und danach nach Nuka World dort alles aufbauen und mit den Raidern zurück ins Commonwealth und dort dann die Minutemen angreifen etc. Ja, und dann halt den Charakter sterben lassen. Richtig. Und genau, das möchte ich ja noch irgendwann erzählen. Das kann ich aber als Serienformat bringen. Weil dann gestalte ich nämlich das ganze Fallout 4 Dingsbums als Serie. Wichtige Dinge bleiben drinnen, Unwichtiges kommt raus. Genau, dann kann ich das wie eine Serie aufbauen, das habe ich aber eh schon erzählt. Irgendwo einmal in so einem Infovideo. Das gleiche als Serienformat PES 2017. PES 2017 verfolgt im Prinzip keine eigentliche Geschichte. Was ich aber dennoch für YouTube später in PES als Serie bringen möchte, ist noch die erste Liga und die Champions League. Richtig, genau mit dieser Mannschaft. Und dann, dass ich da, ja, das halt irgendwie halt noch bringen kann in der fernen Zukunft. In puncto Mass Effect 2, da bin ich derzeit noch am Abwarten. Jetzt lassen wir ein bisschen Zeit vergehen. Derzeit habe ich noch eine Begleitermission, danach ab durchs Omega-4-Portal und die Selbstmordmission. Ich weiß, für viele, die das Spiel nicht kennen, auch du Nuka, du kennst ja glaube ich das Spiel nicht, ist das jetzt ein kleiner, wie sagt man, Spoiler.
Die Mission wird so genannt, die da kommt, die Selbstmordmission. Bis Episode 57 habe ich Mass Effect 2 aufgenommen und auch schon eingegeben. Das heißt, ich brauche es später oben raus nur noch korrigieren. Genau. Ich möchte nämlich jetzt einmal im Prinzip einen kleinen Vorlauf haben, BZW den Zeitraum zwischen den Episoden so verkleinern, dass ich jetzt mal ich nenne es jetzt mal offen und ehrlich, im Jänner, Februar und März, das ist meine Idee, vorerst mal Mass Effect alle 4 Tage eine Folge durchlaufen lasse, dass wir mal weiterkommen. Ich möchte die Mass Effect Reihe so schnell wie es geht beenden. Genau, uns fehlt ja noch Mass Effect 3 mit dem ganzen Hin und Her und bla bla blub. Und zu guter Letzt, heute oder gestern am 18. Genau, am 18. erschien Cyberpunk Episode 22. Es kommen noch Episode 23 bis 25. Das behandelt alles rund um den Prolog. Da kommt noch einiges und wer das Spiel nicht kennt oder den Prolog nicht kennt von euch, wer mir halt verfolgt und sich das Spiel halt oder das Let's Play dazu gerne anschaut, da kommt noch was und es ist eine richtige Achterbahnfahrt. Genau, machen wir es kurz und schmerzlos. Machen wir es jetzt kurz und schmerzlos. Ich habe noch einige Kapitel, die ich abarbeiten möchte. Fangen wir jetzt einmal an mit XCOM. Es kam ja zur letzten Episode, zur Episode 41 mit dem Titel Wie soll das funktionieren, kam von euch dreierlei Rückmeldungen. Vom Nuka, vom Plot, also Tobi, und vom Daniel. Ihr habt mir alle drei vorgeschlagen, ich kann neu beginnen. Daher bedanke ich mich. Ich bedanke mich, dass ihr dabei seid und jeder, der dabei ist, natürlich, ich freue mich nur. Wie gesagt, ich mache Unterhaltungsvideos, ich will euch ein bisschen auf meine Art und Weise unterhalten und es wird einen Spaß auch haben dabei. Ich habe jetzt nachgeschaut. XCOM habe ich damals im September 2023 begonnen. Ich möchte jetzt mal eine kleine Pause von XCOM machen und dann bei passender Zeit wieder anfangen. Ich brauche jetzt mal ein bisschen einen Abstand für XCOM. Wie gesagt, ich bin momentan auf viel Neues ausgerichtet. Genau. Und dazu kommt in diesem Video auch noch einiges, was ich dir dazu hingehend sagen möchte. Gell? Also bitte nicht böse sein, wenn sich das mit XCOM jetzt eine Weile verschiebt. Gell? Wie lange, das kann ich dir noch nicht verraten. Wir werden zu XCOM nochmal zurückkommen. Ich habe ja versprochen, ich habe ja XCOM Enemy Unknown, Enemy Within, Chimera Squad und XCOM 2. Natürlich möchte ich alle spielen. Klar. Nur, ihr dürft es anhalt vergessen, ich bin ja auch schon 43 und da klopft es mit dem Hirn ab und zu halt. Was denn, wenn sie da Hirnkalk ansetzt? Das ist halt immer das Problem dabei. So. Und nun kommen wir eigentlich zu Dingen, mit denen ich persönlich anfangen möchte, beziehungsweise ich habe auch gesagt, ich möchte den Kanal umbauen. Ich möchte neue Projekte, neue Spiele probieren, die ich nicht kenne, die ihr vielleicht schon 2000 Mal gespielt habt. Und die möchte ich neu für mich anfangen. Ihr werdet nun einige Intros sehen. Ihr werdet auch 3-minütiges Gameplay sehen. Dazu kommen wir aber nachher. Wir fangen jetzt einmal mit einem Thema an, das ich schon im letzten Video angesprochen habe. Und zwar, dazugehend gibt es auch 3 kleine Intros dazu, beziehungsweise ein Outro und 2 Intros. Die 2 Intros waren vom Jahr 2022. Auch richtig. Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, oder zum nächsten Punkt auf der ganzen Liste, das ist heute relativ viel, ich weiß. Warum das Ganze? Ihr habt das sicher festgestellt, so wie
dass die Mass Effect, ich glaube es Mass Effect, nein, nicht das Mass Effect 1 Intro, das war ja noch selber erstellt und viele Intros sind ja bei mir selber erstellt. Ich lade die Trailer runter, hau die dann ins Schnittprogramm und mache dann dazu draußen ein Intro, ne? Kurz und schmerzlos. Es ist nämlich so, ich will offen und ehrlich sein zu dir. Es folgen einige Spiele, die ich noch nicht kenne und dazu möchte ich gern wieder Intros erstellen und auch die Musik dazu. Nur bei dem alten Sendeplan mit 5 Sendeplätzen ist es fast nicht möglich. BZW, es vergeht so viel Zeit dazwischen. Das ist mir ein bisschen zu, ja, schon wissen, ne? Im Hintergrund eingeblendet siehst du die verschiedenen Soundpools, die ich habe, die ich mit dem Magic Music Maker machen kann oder wo ich da was zusammenbasteln kann. Und auf der rechten Seite hast du einen kleinen Einblick in diesen Magic Music Maker. Die Rock Edition 6, die ist jetzt aber schon, ich glaube, über 10 Jahre alt. Und sie funktioniert aber noch. Da bin ich relativ glücklich drüber. So, und nun ab ins nächste Kapitel. Das war gerade das Generation Zero Showdown Outro. Ich habe gesagt, ich möchte die Geschichte komplett aufarbeiten in Generation Zero als Serienformat mit einem Outro. Das ist das Outro dazu. Genau. Vorerst. Am Anfang wird das Spiel noch auf normal gespielt. Sollte es später knackiger werden, möchte ich sowieso generell in den Guerilla-Modus rüberwechseln. Das Ganze hat aber einige kleine mit sich gebrachte Änderungen. Ich blende dir nun die 3 Waffenpakete ein, die ich installiert habe. Der Rest ist alles draußen. Richtig. Ich werde mich nur auf 2, 3, 4 spezielle Waffen wie sagt man? Na, sag. 3 oder 4 Waffen werde ich nutzen. Der Rest liegt alles raus. Genau. BZW, dadurch, dass dieses Spiel ein Multiplayer-Spiel ist, ja, ich müsste alles aus der Plünderer raustun. Aufsammeln, rauswerfen und dann despawnen lassen. Das will ich aber nicht. Das wirst du alles gleich sehen. Ich habe für später oben raus eine kleine Idee, wenn wir mit der Hauptgeschichte Phoenix Rising und Alpine Unrest und dem Showdown, der Showdown-Erweiterung fertig sind, habe ich nämlich noch eine kleine Idee. Dazu kommen wir auch gleich. Wir fangen einfach mit dem nächsten Intro zum Punkt der Generation Zero an. Die 2 kommenden Intros sind nun mittlerweile schon über 2 Jahre alt. Genau, wenn wir dann mit der Story fertig sind, mit der ganzen Geschichte halt, Hauptgeschichte, Phoenix Rising, Alpine Unrest und Showdown, werden wir nochmal eine Basisverteidigung machen. Natürlich, ich werde es mir nicht nehmen lassen, das Ganze im Guerilla-Modus mit den 3 oder 4 Waffen zu machen, die ich aus dem Hauptspiel mit rübergenommen habe. Wenn das Ganze dann fertig ist, wirst du dann sehen, was ich vorhabe und wie ich das vorhabe. Allerdings bitte habt etwas Geduld und habt etwas Zeit.
Das wird seine Weile dauern, bis ich alles soweit fertig habe. Ich möchte nämlich versuchen, die Geschichte etwas linearer zu erzählen. Genau. Und nun das letzte Intro zum Thema Generation Zero. Mein erster Kampf mit dem Reaper liegt nun auch schon über 2 Jahre zurück und war deutlich über 2 Stunden lang. Genau. Wenn ich es nicht vergesse, ist die dazugehörige Playlist in der Videobeschreibung verlinkt mit Basisverteidigung und dem Kampf mit dem Reaper. Genau, ich möchte nochmal gegen den Reaper antreten im Guerilla-Schwierigkeitsgrad und maximal, ich möchte dieses Mal, weil ich so ein Trottel bin, auf die experimentellen Waffen verzichten, nur höchstens mit einer Goldwaffe möchte ich ihn bekämpfen und mit zig Zubehör, was man halt so in der Welt findet. Genau. Die ganzen Basis, was da halt so diese ganzen Gimmicks dabei waren, das braucht man alles nicht. Ich möchte mich auf Raketenwerfer, maximal auf ein goldenes Dropschützengewehr und sowas möchte mich verlassen. Genau, das wird sicher relativ komisch.